Salut zusammen und herzlich willkommen zur 39. Folge von Swissinfo. Doof aus Switzerland, freut mich, sind ihr mit dabei. An dieser Stelle entschuldige ich mich ganz herzlich für das schlechte Licht, das ihr hier antrefft. Es liegt daran, dass ich keine Softboxen habe, es mir aber ein bisschen anschießt, dass ich nur bei Tageslicht drehen kann, weil ich gegen oben zu einfach eloquenter bin und von dem her es mehr Sinn macht, Swissinfo dann zu drehen. Im Sommer ist das natürlich kein Problem gewesen, aber jetzt im Winter dunkelt es so früh, dass ich wirklich das Gefühl habe, jetzt müsste ich an sich schlafen. Aber wie gesagt, ich bin auf der Suche nach Softboxen und sobald ich welche gefunden habe, habt ihr die besten Lichtverhältnisse, die ich euch bieten kann. Ja, und ich habe gar nicht so viel Zeit, das heisst, tschack ab zum ersten Thema und das wäre der Hallo-Vater-Typ. Es hat ja mal eine Zeit lang geheißen, der Typ hat Selbstmord gemacht und keiner hat wirklich gewusst, stimmt jetzt das Gerücht oder stimmt es nicht. Ich habe von Anfang an die Position vertreten, dass es nur ein Gerücht ist, weil, wo zum Beispiel die verunglückte Pornosynchronisation bekannt worden ist, hat es auch geheißen, er hat Selbstmord gemacht, aber er ist quicklebendig und hat sich darüber aufgeregt, dass das Gerücht in Umlauf gesetzt worden ist. Der gleiche Fall ist jetzt mit dem Mieter. Das Video ist nämlich von Dosa Schweiz im Jahr 2009 veröffentlicht worden und hat seither praktisch gar keine Aufmerksamkeit gehabt. Bis eben zu dem einen Tag, was gepusht worden ist und dann ist das Ganze rasant aufgegangen. Warum weiss ich jetzt das? Ich habe mich mit denen von Dosa Schweiz in Verbindung gesetzt und habe dort ein bisschen nachgefragt. So habe ich zum Beispiel auch erfahren, dass sie in verschiedene Online-Medien für ein Interview angefragt haben und er aber alles abgelehnt hat. Er sagt nämlich, das ist ja 6 Jahre her, das ist ein Teil von meiner Vergangenheit, von dem rede ich gar nicht groß. Und aus dem sehe ich heutzutage einfach komplett anders aus. Und das ist das Gesicht vom Hallo Vater und damit hätten wir das blöde, verdammte, hartnäckige Gerücht einfach mal aus der Welt geschafft. Ja! Ich hasse es, wenn es einfach so offene Gerüchte gibt. Ich kann das einfach nicht haben. Jetzt ist meine persönliche Frage an dich. Wie würdest du reagieren, wenn plötzlich die halbe Schweiz sagt, oh nein, du hast Selbstmord gemacht? Würdest du irgendwie probieren, den Medien etwas zu kommunizieren oder würdest du einfach warten, bis sich das Ganze wieder erledigt hat? Deine Meinung in den Kommentaren. Warum sage ich du und nicht ihr? Egal, ich meine jetzt einfach mal die persönlich. Dann sind wir jetzt bei einem sicherheitspolitischen Thema angelangt, nämlich beim Thema Satelliten. Jetzt mal einfach ganz kurz eine Frage, wie viele Satelliten denkst du, hat denn die Schweiz etwa im Weltall? Du das Video ganz kurz stoppen, drück auf die Pause-Taste und dann warte 5 Sekunden und denk einfach darüber nach. Es sind genau, Achtung, 0. Es wäre nämlich einfach nicht erschwinglich, einen eigenen Satellit zu produzieren und ihn dann ins All zu schiessen. Das kostet viel zu viel, so etwas. Trotzdem findet der Schweizer Bundesrat, dass wir dringend Kommunikations- und Aufklärungssatelliten im Weltall brauchen und schlägt darum Projekte mit anderen Staaten vor. Das heisst, die Schweiz könnte an ihrer Entwicklung und Verwendung von einem Satellit beteiligt sein, macht ihn aber nicht ganz auf eigene Hand, sondern in Kooperation mit vielen anderen Ländern. Der Bundesrat will mit dieser Maßnahme verhindern, dass man in einem Kriegsfall komplett auf andere Staaten angewiesen ist, was Informations- und Aufklärungs- und allgemeine Arbeit betrifft. Also natürlich nur über Satellit, das ist ja klar. Im ersten Augenblick kommt das bei mir an sich gut an, aber 2 Sachen hinterlassen einen bitteren Nachgeschmack. Erstens ist man sich gar nicht sicher, wie viel man investieren will. Das heisst, entweder wird es zu wenig, zu viel oder richtig viel. Gott, ist das jetzt eine nützliche Information gewesen? Aber mich stört es, dass das nicht kommuniziert wird, wie viel da ungefähr ausgegeben werden will. Zweitens können wir als Schweizer also Raketen ins All schiessen, aber bei der Bildung heisst es immer sparen. Ich habe ja nichts dagegen, wenn der Ueli Maurer an mehr wie einem Tag im Jahr 1. August spielen will. Ich lasse auch gerne Raketen ab. Aber das zeigt doch wieder, dass wir eigentlich Geld haben, aber es für die Bildung nicht ausgegeben haben. Und das ist doch einfach absurd. Ich meine, da profitieren Schüler, Lehrlinge, jedermann. Wie seht ihr das? Vielleicht bin ich da auch ein bisschen extrem kritisch dem gegenüber eingestellt. Belehrt mich, oder sind ihr meiner Meinung, gerne in den Kommentaren. Und wie das Video tschack gehen muss, sind wir auch schon beim letzten Thema. Was erwartet man eigentlich von einem Chef von einem milliardenschweren Unternehmen wie zum Beispiel der SBB? Man erwartet, dass er im Bürostuhl sitzt und Geschäft und Telefonat und Sitzungen erledigt. Allerdings ist das offenbar nicht immer der Fall. So hat man ihn kürzlich auf dem Gleis Abfall einsammeln sehen. Mit dieser symbolischen Aktion wollen er und SBB darauf aufmerksam machen, dass immer mehr Leute ihren Abfall auf das Gleis werfen und sich dann hinterher über Verspätungen beklagen. Now guess why? Man müsse das Gleis immer wieder putzen und vom Abfall befreien und würde man das nicht machen, wäre jetzt schon so ein riesig grosser Abfallberg auf diesen Gleis, dass gar kein Zug mehr durchkommt. Ich glaube, das geht vor allem so ein bisschen an die Raucher, die ihre Zigaretten gerne mal dort anwerfen. Ist aber auch logisch, es hat fast keine Aschenbecher an diesen Bahnhöfen. Ich persönlich finde das eine super Aktion, weil es einfach mal zeigt, der CEO nimmt auch die Arbeit der Untersten ernst. Und gleichzeitig hat es auch noch einen Sinn dahinter. Und jetzt nimmt mir einfach mal wunder, wie findet ihr, könnten wir das Problem in den Griff bekommen? Eure Meinung gerne in den Kommentaren. Und das war es mit dieser 39. Folge von Swissinfo. Doof aus Switzerland. Tut mir nochmal sehr leid wegen der Beleuchtung. Ich hoffe, ihr habt trotzdem einen schönen Abend und damit tschüss!